Ja gut, Freunde, will mal sagen, wir machen weiter hier mit einer der folgenden Nebenquests. Entweder Dunkelheit unter der Erde oder fremdes Land und Himmel. Und ganz ehrlich, wir haben in letzter Zeit so oft was von Brigitte gehört, oder Brigitte natürlich, also das Land, wo ja Petra und auch Shamir herkommen, wobei ich nicht ganz verstehe, wieso Benedetta dabei sein soll, aber egal. Dass ich mir dachte, komm, müssen wir das noch ein bisschen weiter folgen und wer weiß, vielleicht gibt es mal irgendwann mal noch ein weiteres DLC oder ein weiteres Fire Emblem Spiel, was auf diesem hier aufbaut und was noch, ja, was halt im Brigitte spielt. Könnte ja sein. So, legen wir los. Ich habe offscreen noch ein paar Waffen ausgetauscht und so, aber von dem her nichts Besonderes, sondern die sonstige Items halt ins Lager gelegt. Solche Dinge halt. やっぱり部屋の空気は動かないに限るな。部屋の空気動かない。何故限りますか？ペトラさん、なんで背中から話しかけるのよ。せめて横から姿を見せて。あ、先生もいたんですね。二人して何か用ですか？はい。しかしその前質問あります。部屋の空気動かない。利点何です？は、その安心するよね。空気が動かないってことは開かれた空間じゃないってことでしょ？閉鎖的で引きこもれる部屋は最高だよ。開放的な森海最高思いますが、私ペトラさんとは分かり合えないかも。よく分かりませんでしたが、回答感謝します。それで要件ですが、ベルナデッタ、森海行きませんか？この話の流れでなんでそんな言葉が出てくるの？つまりペトラさんのおじいさまが困ってるってことね。ブリギットの兵を私たちに貸してくれようとしてるんだけど、帝国の戦力が増えたら困る教団もブリギットに使いを送ってると。使いといってもすること脅迫です。ブリギットを断る力ありません。話は分かったけど、それでなんで私が行くってことに？先生言いました。遠く行くならば引きこもっているベルナデッタ連れて行くと。はあ、先生、ベルに何の恨みが？だいたい最近のベルはちゃんと部屋の外に出てるじゃないですか。 Wow. Einfach nur, wow, die Begründung. Habe ich nicht neulich erst ein Zimmer verlassen? そう言われましてもね、私にだって心の準備というものが。ベルナデッタ、私も頼みます。あなたぜひ来てほしいです。いえ、ペトラさんにそこまで言われちゃうと迷っちゃうな。先生もどうしてもベルに来てほしいです。どうですか？ Ja. わかりました。これもみんなのため、私も一肌脱ぎましょう。ベルナデッタ？肌脱ぐと肉骨見えるしまいますが。違う！変な想像させないで。 Oh je, die beiden, ey, das ist ja, das ist ja ein Dream Team sondergleichen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ist zwar Sidequest, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir an der allbewährten Strategie festhalten, was die Teilnehmer betrifft. Heißt vor allem diejenigen, die noch ein zu geringes Level haben und die ich noch ein bisschen leveln möchte. Also vor allem dann natürlich, also ja, Bernie, ja, weil es jetzt halt dabei sein muss, ist klar. Das gilt sicher auch für Petra, und sonst hat er jetzt mal gesagt, er muss auch mitkommen. Oh, scheiße. Okay, warte mal. Dann nehme ich erstmal einen anderen raus. Dann gucken wir weiter. Also, Ferdi muss auch mit, weil ja, wie gesagt, ich will ihn gerne noch in einer Ultima-Klasse entwickeln. Zu welcher, das müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist.
Was haben wir sonst noch so? Ich meine, Kasper. Macht mit den Kasper, ja. Felix muss auch mit zum Trainieren, damit er nachher noch die andere Klasse erreicht, ja. Raphael kann man halt zum Blocken gut nutzen. Shamir, finde ich, muss eigentlich auch mit, also wenn Petra und Bernie mitkommen. Warte mal ganz kurz, machen wir was anderes. Dann machen wir Raphael und Ferdi. So. Jetzt magiemäßig, ich meine auch Mercedes liegt noch ein bisschen... Ja, wobei sie ist zwar natürlich jetzt eine Gremlin-Klasse, ist klar, aber sie kann ja auch so gut heilen, ne? Wenn sich kommt Linhardt mit, dann hätte ich gerne noch einen Angriffsmage. Nehmen wir natürlich gerade mehrere mit. Nehmen wir die mit. Dann, wie bereits vorhin erwähnt, schon Felix kommt auch noch mit. So, Edelgard ist eigentlich schon stark genug. Mal ganz kurz gucken. Ja, doch schon viel dabei. Ich überlege jetzt gerade, ob ich diese Theafelder da rausnehme. Ja genau, ich habe hier übrigens den Erfahrungsstein weggenommen. Dafür Stein des Wissens gegeben. Ich glaube, der Erfahrungsstein zum Leveln hat jetzt... Wer hat den? Ich bin gar nicht mehr so sicher. Wer hat den verkackten Erfahrungsstein? Ah, hier, Kasper. Kasper hat den Erfahrungsstein. So, ne, warte mal, nehme ich diese Tier wieder raus. Und dann packe ich sie zu ihm dazu. Da geht, darum geht es mir eigentlich wegen dem Supporten. Ist nur Support, wo es mir darum geht. So, komm, Mercedes noch mit. Dann, ich würde wieder mal gerne mit Ingrid fighten. Hatten wir schon lange nicht mehr. Also richtig fighten halt. Noch 2 Adjutante mitnehmen. Ein bewährtes Kumpan-Duo ist natürlich Raphael mit Kasper. Das wird sich sehr, sehr gut. Bernie, da könnte ich eigentlich mal Cerisa mitgeben. Oder wir legen Mehrwert auf den Support zwischen Mercedes und Cerisa. Macht, finde ich, auch irgendwie Sinn. So. Würde bedeuten, Hubert bleibt zurück, genauso wie Edelgard. Oh, warum auch nicht? Ich habe wieder so viele Truppen beisammen. Hey, das ist einfach nur krass. Ja, mittlerweile machen sie sich halt auch alle gut. Muss man auch so sehen. So, was sagt die Karte generell? Kann ich vielleicht irgendwie mal herauszoomen? Ja, genau, das wollte ich eigentlich noch. Warte. So. Wir haben Mages eher hinten. Alter, das sind große. Okay, da wird 2-3 Parts dauern, bis ich durch bin. Ja, wobei hier sind nur solche Typen, die machen mit Bogen und Magie platt. Das sind 3 ganz lustige Typen, die dann irgendwie durchmarschieren wollen. Daraus wird aber nichts. Ist das eigentlich Schwertmeister? Jo. Ja, gut. Abraxas hat der drauf. Alter. Ragnarök. Okay, 3 krasse Mages. Ansonsten eher nicht so viel los. Okay, gut. Müssen wir anzoomen. Also, ist klar, die werden sowieso auf uns zukommen. Nehmen wir jetzt mal an. Das heißt, wir bilden direkt mal 3 Schleusen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Kann ich nicht switchen, wa? Oh, verdammter Mist. Ja, bringt es überhaupt was, die groß? Ich meine, dass Raphael hier vorne hingeht, dürfte ziemlich offensichtlich sein. Dann schicke ich Ferdi mal. Ferdi, ich schicke ihn darüber, damit er hier ablockt, weil da ist irgendwie am meisten los. Peter wird sowieso nichts zu tun kriegen. Wenn ihr ja alle aus dem Weg gehen. Obwohl. Spielt keine große Rolle, aber ich dachte gerade dran, ich könnte eigentlich auch noch irgendwie abblocken oder so von hier aus. Dann hätte ich eigentlich auch noch die Bogenschützen noch ein bisschen was machen. Felix geht unten lang. Yeah. Da bin ich jetzt nicht so sicher. Aber warte mal, ich habe solche noch. Oh ne, das sind heilige Ritter. Gut, heilige Ritter nicht so viel Mage-Angriff. Okay, aufgepasst. Aufgepasst von den Mages. Gut, dann ist sicher mal Petra hier nicht so schlecht. Schicke ich ihn noch dahin. Jo, dann will man sagen, let's go, wa? Speicher, ja. Optionen, wieder mal ohne Animation. Das lassen wir mal so. Tja, und dann Ring 5, wa? Eigentlich noch mehr ein bisschen, Petra hat das Ziel, welches Ziel? 敵勝っています西の砦
鳥でダッシュし味方解放する望みます。まだ東の方が敵が。Ah, so kriege ich Unterstützung. Ja, aber die klauen Erfahrungspunkte. Das ist auch nicht ganz so geil. Also dann, Freunde, let's go. Haben wir irgendwie Typen, die viel drauf haben? Ja, natürlich dann solche mit Bogen, die sind jetzt mir nicht so wichtig. Da ich ja ein Schild dafür habe und die nicht mehr so viel ausmachen. Ich hätte spontan gesagt, ich rüste oder ich markiere mal diejenigen, die Magie drauf haben. Können wir jetzt den Gegner switchen, bitte? Nö, geht nicht. Scheiße. Mage, das heißt der hier, der hier, der hier. Plus der hier. Und dann noch der hier. Der Rest ist mir relativ egal. Hier sowieso. Alles klar. Gut, wobei natürlich hier muss ich aufpassen, das stimmt nicht so ganz. Haben wir ganz kurz. Anders machen. Wir haben noch Mages, hier haben wir noch den da. So. Auf Fliegen natürlich auch wichtig. Also aufgepasst, der kommt echt verdammt weit. Frage ist, Dorothea. Ich meine, die können bei dir sowieso nichts machen. Kannst du einfach mal hier voll krass loslegen und sagen, ich mache auch alle platt. Wer greift ihnen da alles an? Mage da? Hä? Geht gar nicht, der hat doch das Feld so markiert. Können wir da verarschen? Also doch, scheiße. Ja gut, du hast zwar ein Schild für... ist ein Bandschild. Aber nee, das tun wir jetzt noch nicht an. Toll, hier kommt nur einer. Du riskierst mit dem Mage. Ich würde doch gerne viele anlocken. Das wäre natürlich schon geil. Warte mal. Alter, heißt 34 Angriff. Na klar, hat ein bisschen Power, aber nee, kann man sind doch ein bisschen zu viel. Ja, die kommen sowieso nahe dran. So. Sie dahin positionieren und jetzt wird aber gefightet, dass das Zeug hält. Das ist die Frage, wen greift er an? Da kommt er doch trotzdem hin. Alter. Na klar, ich kann den angreifen. Sie rettet fast alle von der Position aus. Die macht einfach alles platt. Ja gut. Den oder mache ich direkt erstmal den? Ja, wobei, da komme ich auch so hin. Da muss ich nicht unbedingt schon mit ihr machen. Aber den schon mal schwächen, wäre eine Idee. So, und ich habe ja auch noch Ingrid. Da muss ich natürlich wegen Magie sowieso keine Angst haben. Die Frage ist, die kann man da nicht hin, die kann man da nicht hin. Ja super, hätte eigentlich Ingrid woanders positionieren sollen. Ah doch, sie kommt dahin. Sehr schön, sehr schön. Ingrid, das ist ja so ein Fuzzi. Den machst du mit dem Rittertor platt, kriegst du ihn einmal platt. Du musst zweimal ran. Okay. Dankeschön. So, weil der kommt nicht dran, der wird Ingrid nicht viel Schaden machen. Der auch nicht. In der Anzahl vielleicht schon, ja. Petra, du gehst bitte mal ganz kurz hier hin. Da müssen wir noch ein bisschen darüber reden, Fräulein. Danke für den Crit. So, sie ist ja da eh versteckt und sie werden ja sowieso eher Ingrid angreifen, wie wir alle wissen. So, jetzt weiß ich aber auch, dass die ja ziemlich weit kommen. Ich würde trotzdem gerne schon mal jemanden hinschicken. Am besten jemanden mit viel Resistenz. Das wäre nicht so schlecht. Können Sie ja mal ganz kurz heilen. So, ja, sie heilt dank ihrer Fähigkeit selber. Ferdi. Bei mir ist jetzt echt die Frage, aber ich glaube doch, ich schicke ihn runter. Aber bis die ankommen da, das dauert. Das dauert sogar sehr lange. Dann schicke ich sie lieber hier runter und guck mal, wenn ich dann noch alles so ein bisschen kitzeln kann. Alter, nicht mit der Quote. Gut, mit dem Kitzeln war das noch ein bisschen.
Hast du irgendwie eine bessere Trefferquote? Uff. Ja, steht dann im Wald, das ist halt doof. Wobei ich glaube zweimal an, ist auch nicht so schlecht. Ich finde bloß die Quote ein bisschen besser wäre. Ja, gut, versuch's. Triffst du einmal. Nö, keinmal ist auch nicht schlecht. Der Seros, ja, da wäre eine Option. Sind da unten eigentlich schon mal ganz gut bedient. Dann gehe ich mit ihm aber auch mal da durch. Muss eigentlich nichts machen. Teleport sperren wir noch auf. Problem ist, schicke ich Felix hier raus, gehen alle auf ihn los. Das finde ich mit seiner Resistenz jetzt nicht so geil. Er kann hier hin. Die Chance, dass da was passiert, ist eher gering und ich lasse es mal so. Schicke ich Michael zu Bernie, weil ich will mit Michael sowieso nicht mehr so viel jetzt kämpferisch machen. Der bereits eh schon viele Erfahrungspunkte hat. Und dann also wirklich eigentlich nur noch Bernie unterstützen. Ja, wir machen trotzdem ein bisschen Schaden und da ist noch klar. Ja, wenn es so scheiße dunkel ist, ist es schwierig, was zu treffen. Ja, Alter, ich glaube das nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ich krieg die Gicht. So, warte mal. Ich kann mit ihm ja teleportieren, aber bevor ich das mache. Ja, deswegen aufgepasst. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt die wegnehme. Der kommt so verdammt weit! Was ist denn los mit den Typen da unten? Ach stimmt, er hat kein Donnerschwert mehr. Hab ich ja weggenommen. Und weiß zwar auch nicht mehr, aber ich hab's getan. So, darf ich mal ein bisschen ausrasten. Ja, hier kannst du ein bisschen ihre Stärken ausspielen. So, ja, solange der so weit kommt, kann ich mit Dingsbums nicht viel machen da. Mit Felix. Außer gehen natürlich mit Felix herunter. Was viel besser ist, fragwürdig. Da wäre zu weit, sonst kommen die. Wobei es im Fall um Bogentypen, dann machen wir uns nicht so viel Angst. Ja, ich will ja... Nein, komm, ich will ja ziehen. Dann mach doch auch. Oh, jetzt will er nicht mehr. Super. So, mal, der ist ja bedingt im Wald. Habe ich irgendwie noch eine bessere Trefferquote. Wäre ganz nett. Ja. Noch was Besseres? Jo. Gut, nehme ich. So, wären die schon mal down. Der ist natürlich für ihn hier sehr, sehr doof. Wenn ich Felix darunter schicke, ist es auch doof. Ich könnte theoretisch... Ich wollte gerade sagen, ich könnte Felix ja hier hinschicken, um den Platz zu machen, weil die können sowieso nicht so weit latschen. Und nee, ist auch doof. Petra. Wenn sie schon mal den Mage platt macht. Hätte ich schon mal ein Problem weniger. Ich meine, ich kann natürlich auch hier mit dem Rapier und ihm eine reindonnern. Aber wie sieht eigentlich seine Trefferquote aus? Nicht groß anders. Na komm, wir nehmen den Rapier. Was echt so doof wäre, sie anzugreifen. Sie versuchen es tatsächlich. Ey. Okay, damit muss Strategie geben. Das ist natürlich hässlich. Kann man jetzt mal ganz kurz was intervenieren? Oh, come on, aber bitte irgendwie. Nein, darunter geht's nicht. Wenn ich von hier aus angreife. Strategie ernsthaft? Alter! Okay. Nee, wenn ich. Oh, ich dachte nie als Fall. Meteor. Wen treffe ich alles? Jo, ganz geil.
Weg mit dir! Kein Bock auf Strategie. So! Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Theoretisch kann er angreifen, wird vermutlich aber eher schwierig werden. Felix wird da nicht hinkommen primär, außer ich würde mit Linhard runterschicken. Das wird gehen. Man kann natürlich auch hier mit Raffel schon mal eine Strategie ansetzen. What? Wieso hat der so eine geile Trefferquote? Die stehen beide im Wald. Vermutlich, weil der Wald brennt. Das ist das Einzige, was mir gerade so einfällt. So, warte mal. Aber jetzt kann ich sagen, sowieso belassen, weil der kommt sowieso nirgends mehr hin. Gut, das heißt, sie ist ein bisschen geschwächt, sie muss sich heilen. Den muss ich platt machen. Und den auch. Wohlgemerkt ist sie aber im Wald. Der greift nur einmal an. Kann ich also eigentlich vergessen. Der greift auch nur einmal an. Kann ich also auch ignorieren, was er überhaupt trifft. Also Mercedes muss generell einfach mal angreifen. Ist auch eine Option. Magie Feuer schaden nicht beiden, das ist ein bisschen doof. Gut, sie macht sowieso nicht platt, also kann ich das sowieso vergessen. Das ist halt die Frage, wa? Teleportiere ich jetzt Felix hier rüber? Und greife einfach frontal an? Wir können mit Felix schon gerne was machen. Oder mache ich Trick 17. Trick 17 gefällt mir. Ein bisschen höhere Trefferquote sein, ja. Ein Problem weniger. So ist nur noch der Typi. Da sage ich jetzt mal wirklich, komm, ich mach's jetzt mal so. Teleport Felix hier hin. Servus. Theoretisch kann Mercedes noch angreifen, aber eigentlich will ich sie lieber zum Heilen verwenden. Das heißt, zeig mal, was du so drauf hast. Ja, doppeln geht nicht, war? Wäre ein bisschen doof. Ja gut, Stahlpanzer ist ein Krea. Wobei geht es um das Schwert bei dir? Eigentlich nicht, was zum Trainieren. Alter, ey. Hier 34% Trefferquote beim Gegner. Unser lieber Schwertmeister macht sein Ding. Bei weniger Geschwindigkeit, sehr geil. So, können wir Mercedes eigentlich wirklich schön heilen. Der Part ist eh vorbei. Ja, ja, ja. Jo, ich würde sagen, das funktioniert. So einigermaßen. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.